Es ist Dienstag, der 23. Juni. Ich begrüße euch mit der Tageslosung, Psalm 147, 15. Er sendet seine Rede auf die Erde, sein Wort läuft schnell. Und dazu 2. Timotheus 2,9. Gottes Wort ist nicht gebunden. Ein Rotlicht habt ihr vielleicht auch schon mal überfahren. Da merkt man, ups, ja, da ist man froh, wenn es nicht irgendwie sogar noch Sachschäden gibt oder Schlimmeres. Wenn Gott redet, dann stehen wir eigentlich auch vor einem Rotlicht, das sollten wir hören. Dort gibt es nicht nur eine Vortrittsregelung, sondern dort sollte man zwingend anhalten. Etwas Mächtiges kreuzt unseren Weg, habe ich mal als Zitat gelesen. Also, wenn Gott anfängt zu reden, dann merken wir, jetzt kommt etwas Wichtiges, etwas Grosses, etwas Unaufhaltsames, etwas, das ich ernst nehmen muss. Wir Menschen wissen das auf eine Art, wenn Gott redet. Wenn er unser Herz anredet, ist das eine Stimme, die man irgendwie identifizieren kann. Zum Beispiel, ich habe ganz genau gewusst, wo Gott mir gesagt hat, das ist nicht deine Pfarrstelle, ich bin auf dem Weg zum Anstellungsgespräch, ich war schon gewählt. Aber ich habe ihn zurückgezogen, ein bisschen spät habe ich es gehört. Über das habe ich ein anderes Mal schon geredet. Es ist einfach so, wir weiss es. Es gibt Sachen, die uns so klar sind. Ich habe auch gewusst, dass Gott es war, der mich bei der Auffahrt nochmal von der Predigtvorbereitung zurückgerufen und gesagt, ich wollte dir noch etwas Wichtiges sagen. Das ist noch nicht alles, was du jetzt hast gemerkt, es geht noch um etwas viel Zentraleres und dann ist die Predigt ganz anders geworden. Ich habe einfach gewusst, er hat gesagt, komm nochmal zu mir. Unser Herz ist halt jetzt einfach so etwas wie ein Receiver, also wie ein Empfangsgerät und es ist extra für das gebaut, für das es Gottes Stimme wahrnehmen kann. Ich habe schon mal eine Andacht gemacht, in früheren Jahren, eine Videoandacht über das Fahren über eine rote Ampel. Es war ein anderer Zusammenhang, aber der Punkt, was darauf angekommen ist genau der gleiche. Nämlich, man macht es doch niemals. Und dann wollte ich es eigentlich filmen und aus diesem Grund habe ich der Polizei angerufen, Polizeiwacht Thun. Der Polizist hat mir gesagt, ja, hört, die Bewilligung kann ich euch jetzt nicht so geben, ich muss den Chef fragen. Der hat gesagt, ja, wisst ihr, die Bewilligung kann ich euch so nicht geben, ich muss das Strassenverkehrsamt fragen. Und ich habe gewartet und gewartet. Irgendwann, ich hatte eigentlich die Zeit gebraucht für die Aufnahme, habe ich dann vom Strassenverkehrsamt Rückmeldung bekommen. Es ist verboten, über ein rotes Licht zu fahren. Das habe ich natürlich immer schon gewusst. Wir können euch das nicht erlauben, aber macht es denn ja nicht. Er hatte also Angst gehabt, ich würde jetzt noch ein Gesetzesübertreter. Ich habe mir etwas anderes einfallen. Irgendwie habe ich dann gleich das Thema versinnbildlichen und darstellen. Und Gott gibt uns keine Sondergenehmigungen. Es sieht manchmal fast ein bisschen so aus, wie zum Beispiel beim Königtum in Israel, wo er gesagt hat, ich bin euer König, ich will nicht, dass ihr einen König habt. Aber sie haben so viel lang gerannt, bis er denkt, okay, sie wollen es nicht verstehen, also ich gebe ihnen einen König. Irgendwann werden sie merken, dass es eine Fehlentscheidung war. Es war von Anfang an klar, weil an diesem Tag hat es nach der Wahl vom Saul zum König ein solches riesiges Gewitter gegeben, noch mit Hagel in einer Jahreszeit, wo es dort schon nie hat gewittert und jeder hat gewusst, das war auch noch eine Himmelsantwort auf ihre Stürmerei. Wenn wir dann am Schluss mit Schmerzen die Scherben zusammenlesen, dann wird uns bewusst, dass wir besser hätten ein Mal mehr gehört. Gnade sieht manchmal aus, wie wenn Gott einen Kompromiss macht. Aber das ist eigentlich nicht so. Er gibt uns einfach in seiner Geduld noch einen Zwischenschritt zum Lehren. Und der ist nie ganz eben ohne Scherben und ohne Schmerz. Margot Kessmann ist für mich letzten Sonntag bei einer TV-Sendung fast so ein bisschen wie ein Lexikon von überfahrenen Rotlichtern entgegengekommen. Es war eine Sonntagssendung, die 10 Gebote. Und ich dachte, das passt ja noch gut so einen Sonntag, ich höre mal ein bisschen rein.
Aber ich habe noch nie eine dichtere Zusammenfassung gehört von all diesen Rotlichtern, die man überfahren kann. Nämlich schon die Frage am Anfang, wer hat jetzt eigentlich wen erschaffen? Hat jetzt Gott den Menschen erschaffen oder hat der Mensch ein Gottesbild erschaffen, sein Gott erschaffen? Und da kommt die ganze Theorie, kennen Sie ja vom Studium her. In Kürze zusammengefasst, Nomaden sind aus Ägypten geflohen, wollten sesshaft werden und haben für das wie eine Legitimation gebraucht, weil sie ja vorher Sklaven waren. Also erschaffen sie ein Gottesbild von einem Jahwe, das sie in die Freiheit führt. Und für dass sie das dann wirklich genau wissen und ein solches Bewusstsein aufbauen können, haben sie dem Jahwe alle möglichen Wunder in die Schuhe geschoben. Das sind krasse Übertreibungen, die ihm dann dort entgegenkommen. Zum Beispiel waren es ja nur wenige Leute, sagt die Forschung, eine Handvoll Leute, aber die haben aus sich selber ein Volk gemacht von 400'000. Oder der Mose war wahrscheinlich eine fiktive Gestalt, aber es war natürlich gäbig, dass der Mose so wie eine Verkörperung war, jetzt von dem Willen vom Jahwe. Oder die Wüstenwanderung, es wäre eigentlich nur 4 Wochen gegangen, für von Ägypten nachher nach Kanaan zu ziehen, aber sie haben 40 Jahre daraus gemacht. Das alles hat dazu gedient, dass man ein Bild entwerfen kann von einem unglaublich gnädigen, unglaublich mächtigen Gott. Und am allermeisten, ich glaube, dort ist das grösste Rotlicht, das überfahren wird, das Zeugnis vom Alten Testament wird nicht gesehen als eine Prophezeiung auf den Messias. Weder die 10 Gebote, die ja sein Leben vorausnehmen, weil er ja nie die Sachen hätte gemacht, die dort verboten werden, noch all die anderen Gesetze und Gebote, die so nebenher noch sind, kurz thematisiert waren, die aber eigentlich nichts anderes sind als eine Prophezeiung vom Leben, vom Wirken, vom Sterben und Auferstehen vom Messias. All das ist eingeebnet worden. Die moderne Theologie macht aus Gottes Wort ein Wort über Gott. Ich kann meine Studienjahre so zusammenfassen. Ein Wort über Gott. Und dabei wird natürlich einiges eben vergrößert und vermehrt. Ich mache mich besinnen, unser Käser. Er hat immer Käse abgeschnitten und gesagt, darf es ein bisschen mehr sein. Aber ich mache mich nicht besinnen, dass er einmal hätte gesagt, darf es ein bisschen weniger sein. Um Gott ideal zu machen, wirklich ein vertrauensfördernder Faktor im Leben eines Nomadenvolk. Da muss er eben stark sein, unbezwingbar. Für das all zusammen die erfundenen Geschichten. Er muss ein Schutz sein. Er muss eine einigende Kraft sein für die verschiedenen Sklavenstämme, die da miteinander zu einem Volk zusammengeschweißt wurden. Und jede Übertreibung ist recht, wenn es darauf hinausläuft, dass nachher Gott Ehre gewinnt dadurch. Frau Kässmann hat mit ihrer Darstellung ein Plädoyer gegeben für Übertreibungen und Notlogien. Aber Gottes Wort wird nicht nur gross gemacht, sondern es wird ja auch wieder klein gemacht. Wir sollen bekanntlich weder etwas wegnehmen noch etwas dazu tun, aber es ist auch viel weggenommen worden. Quintessenz heisst nämlich, eigentlich sind es die 10 Gebote. Das Alte Testament, eigentlich sind es die 10 Gebote. Das andere Zeug hat man einfach so dazu getan mit der Zeit. Wie zum Beispiel das 3. Gebot, erst nach der Rückkehr von Babylon ist nicht die Idee gekommen, sie könnten ja aus dem Mondkalender von Babylon dann schlussendlich noch so etwas wie einen Sabbat ableiten, dass sie die Gebote einfügen. Die jüdisch-christliche Welt und auch die Zivilisation ist nachher durch das Dokument von diesen 10 Geboten zu dem geworden, was sie geworden ist. Ja, das ist eben die Verkürzung vom Alten Testament. Vom Reden von Gott sollten wir uns ja nicht verabschieden. Alles, was ist ja durch Gottes Wort erschaffen. Alles, was bleibt, wird durch Gottes Wort erhalten. Und alles, was in Zukunft wird sein, also gerettet und erlöst wird sein, vollendet wird sein, ist jetzt schon potenziell erlöst durch Gottes Wort, durch Jesus Christus am Kreuz. Wenn Gott sein Wort zurückzieht, dann rollt sich der Himmel wieder zusammen wie ein Tuch. Und dann
hat jedes Lebewesen seinen letzten Atemzug augenblicklich da. Wenn Gott aber auch nicht zu unserem Herz redet und dadurch natürlich auch zu unserem Gewissen, dann versinkt die Welt in einem Blutbad. Und die Hölle ist eben nur aus dem Grund Hölle, weil Gottes Wort dort anhaltet und nicht mehr weitergeht. Dort sind die Menschen sich selber und der Macht vom Bösen nachher komplett ausgesetzt und überlassen. Nach allen überfahrenen Rotlichtern von Ampeln hat es dann noch eine letzte gegeben, von der Margot Kessmann. Sie hat ihren Ratsvorsitz von der Evangelischen Kirche Deutschland und auch ihr Landesbischoftum, das sie inne hatte, für Hannover, dem grössten Bundesland zahlenmässig, 2010 müssen abgeben, weil sie mit Alkohol am Steuer ist über eine rote Ampel gefahren. Sie war sehr ehrlich und hat ihre Ämter sofort niedergelegt. Sie hat gewusst, dass das so nicht gut zu vereinbaren ist, so viel Verantwortung und dann plötzlich so viel Verantwortungslosigkeit. Heute bin ich oben hergefahren, am Arbeitsplatz geblitzt worden. Das heisst, mir geht es ja auch nicht unähnlich. Zwischen machen wir im Verkehr Fehler, dann müssen wir einfach dazu stehen, dann müssen wir Konsequenzen dazu ziehen. Und es geht ja eigentlich um die Sicherheit von allen Verkehrsteilnehmern. Das ist alles okay. Aber einmal sollten wir das dann auf gar keinen Fall machen. Da geht es dann nicht nur um Sicherheit, da geht es um viel mehr. Wenn Gott redet, wenn die Ampel auf Rot geht, das heisst, lass mal zu. Jetzt habe ich dir etwas Wichtiges zu sagen. Dann geht es dann nachher um unser Leben. Es geht sogar um das ewige Leben. Und es geht um das Leben von anderen Leuten. Aus diesem Grund haben wir ja immer wieder eine stille Zeit. Und dort heisst es ja auch, aha, jetzt ist die Ampel auf Rot. Jetzt bin ich am Hören. Rede her, dein Knecht rennt schon, heisst es ja manchmal in einem Witz, aber nein, rede her,